Ja, der nächste Song ist von unserem vorletzten Album und heißt Die Welt ist schön. Es geht um neoliberale Globalisierung. Es geht darum zu sehen, was auf diesem Planeten alles funktioniert und wo man die Armen und die Ärmsten im Dreck sitzen lässt. Die Welt ist schön ist der nächste Song. Wir haben Angst davor, was CNN im Spotlight bringt. Und das Restbild der Welt wird auf dunkel gestellt. Stimmt, dass der Fernseher für unser Einzeldenken überlebt. Und die Meinungen der Menschen werden auf einer Zweige getrennt. Ihr könntet in den Medien sehen, wenn die Türme zerbersten. Doch hinter die Kulissen stehen, fällt den meisten am schwersten. Wenn ihr noch all die Schrecken seht, ist euch da eigentlich klar, was vor 30 Jahren am 11. September geschah. Als sei die Schergen der USA den Präsidenten von Chile über den Haufen schießen ließen, zwecks Erfüllung ihrer Ziele. Weiß niemand, wie viele Morde ihre Dienste noch verdeckt. Für ein System, bei dem die Ärmsten dieser Erde verrecken. Von den Bildern des Todes aus der dritten Welt kam keins. Im Fernsehen am 11. September 2001, du weintest keine eine Träne für jene, die da damit waren. 24.000, die dem Hunger erlagen und starben an diesem einen Tage. Nur so bezeugen unsere Strophen, starben noch Tausende an Kriegen, Krankheiten und Katastrophen. Neoliberale Globalisierung, was ihr nicht wisst, ist, was für Tausende der Ärmsten der tägliche Terror ist. Wisst ihr noch, was damals da geschah im Zweiten Weltkrieg, als die Anzahl der Toten auf den Weltrekord stieg, die 54 Millionen Leben einfach zerronnen und dann die Hoffnung, wir haben endlich mit dem Lernen begonnen. So ein Verlust an Menschenleben solltet nie wieder geben, doch gegen alle unser Streben versucht die UN so eben. 52 Millionen Tote unter sengender Sonne. Für die dritte Welt hat der dritte Weltkrieg längst begonnen und alle 7 Sekunden stirbt vor Hunger ein Kind. Stell dir vor, Mutter, wie's wär, wenn's deine eigenen sind. Die Welt ist schön, die Sonne scheint. Es geht mir gut, mein Herz ist rein. Sehe Schmetterlinge fliegen, die Wolken ziehen. Alles voller Frieden, wer hat das verdient? Und schon haben wir mit der WTO die Organisation, in der man Mitglied sein muss, damit sich Welthandel und schon können Großkonzerne in die Mitgliedsländer gehen und dort ohne Probleme heimische Märkte übernehmen. Ob eben Kinder schuften müssen, ist der WTO egal, ist auch kein Problem. Wurde man vor Ort die Wälder klar, die Zahl der Mitglieder, klar die Teams mit China zu erweitern. Kein Problem bei WTO, trotz 11 Millionen Zwangsarbeitern. Gelangen viele Drittweltländer in das Hintertreffen durch hintertürbedingte Kredite des IWF. Wenn Geld vergeben wird für kurzfristige Investitionen, ist deren trauriger Lohn, was deportierte Inflation. Zur Krisenprävention muss die Steuer von Turbinen, die Devisenspekulanten endlich Abwert vom Geld verdienen. Wie ein Börsenmakler Geld aus Handel mit Geld herauskriegt, das kannst du nicht verstehen. Hey, ich versteh's auch nicht, doch er braucht nicht ein Experte zu sein, um zu kapieren, dass aus Spekulation Wirtschaftskrisen resultieren, so garantiert die Attacken. Und die Ärmsten können's beteuern, da das sinnvoll ist, Devisendeals per Hände zu besteuern, doch ihren teuren freien Handel mit Steuern zu belegen. Da feuern wild gewordene Wirtschaftsmogule voll dagegen. In Genua beim Gipfel der G8 der großen Bosse haben sie dann unseren ersten Demonstranten erschossen. Der 25-jährige Carlo Giuliani wurde von der Polizei in Genua systematisch hingerichtet. In den örtlichen Polizeistationen feierte man mit Sekt den Tod des Globalisierungsgegners. Aber hey, die Welt ist schön, die Sonne scheint. Es geht mir gut, mein Herz ist rein. Sehe Schmetterlinge fliegen, die Wolken ziehen. Alles voller Frieden, wer hat das verdient? Als es dann in den USA Antragsparanoia gab, war die Haltung der Staaten gegenüber Bayer hart. Man bat um Sonderkonditionen für Milzbrandmedikamente, da man Sonntag Patent auf Cipro nicht mehr anerkennt. Denn wenn eine Gefahr eine Nation bedroht, deckt den Bruch des Patentrechts sogar die WTO. Und so lieferte Bayer zu verbesserten Konditionen zu Genüge Tabletten gegen das Milzbrandsyndrom. Doch wo Millionen von Menschen an AIDS dahin scheiden, legen Unternehmen Wert darauf, sich im Leiden zu weiden. Weil den 10.000 $ im Jahr fürs Mittel zu teuer war, entwickelte Brasilien nicht für nur $200. Ja, aber Patentschutz für ihre Pharmazeutika war für 39 Chemiefabrikanten bedeutender. Von Seiten der USA, wobei hagere Klagen, WTO sollte Brasilien und den anderen untersagen, die Margen der Unternehmen damit nachhaltig zu schädigen. Egal ob es dabei jetzt um die Rettung von Menschenleben ging, er bringt mich zum Erbleichen. Die Moral von der Geschichte ist, dass die Reichen bestimmen, was eine Notlage ist. Und während von Tag zu Tag
Es geht mir gut, mein Herz ist rein. Sehe Schmetterlinge fliegen, die Wolken ziehen. Alles voller Frieden, wer hat das verdient? Die Welt ist schön, die Sonne scheint. Es geht mir gut, oh mein Herz ist rein. Sehe Schmetterlinge fliegen, die Wolken ziehen. Alles voller Frieden, wer hat das verdient? 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 Danke sehr.